schon gesehen. Boah, ich mag den Stil. Ja, das ist Schön, ne? Schick. Oh Gott, warte mal. Ja, Basti findet es schick. Vor allem der Titel, Digga, Basti, sehr OG Deutschland-Flagge. Ist schön, ne? Digga, ist das geil. Fuck you and you and you. Bruder, Sydney? Bruder, ich sag ehrlich? Digga, guck mal, das Ding ist, ich würde jetzt so gerne was sagen, aber ich kann das nicht ausführlich sagen. Sydney sieht da nicht aus wie Sydney und das meine ich nicht wegen dem Filter. Checkt ihr, was ich meine? Checkt ihr aber. Guck mal, stell dich jetzt einfach nur mit dem Filter weg. Würdet ihr sagen Sydney? Nein. Ich check, ja. Guck. Affe auf dem Baum. Sydney. Wie Sydney? Wie meinst du Sydney, Digga? Oder hätte nicht mal gesagt, aber Digga, ganz kurz andere Frage. Warum läuft da so eine Happy-Musik, wenn da jemand sich äußert? Affe auf dem Baum. What the fuck? Hast du dich erholt vom Boxen? Nein, hab ich nicht. Bruder, ich bin am Arsch. Bro, ich hab überall Schmerzen. Überall. Wirklich. Jedes Mal nach Boxen. Digga, vor allem hier. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber guck mal. Ich schwöre, ich bin mittlerweile ripped. Ich passe nicht mal in meine T-Shirts rein. Real Talk. Ich passe nicht mal rein. Phoebe, ich fordere dich heraus. 4-2 Boxkampf. 1 gegen 1. Und das Phoebe. Das würde ich mir auf jeden Fall angucken. Bro, das wäre überhart. Phoebe gegen Hugo, dafür würde ich einiges an Knete locker machen. Bro, ich glaube sogar, dass Phoebe Hugo übertrieben auseinandernehmen würde beim Boxen. Wallah Bila, ich würde jeden f***ing Boxkampf. Wie? Hugo hat jeden. Und von wo hat er diesen? Digga, von wo hat er diesen Clip rausgesucht? Aber, warte mal, habe ich dieses Satte Hugo-Video überhaupt schon gesehen, Alter? Mir kommt das alles gar nicht bekannt vor. Bro, ist das neu? Das habe ich gesehen. Wie? Hugo hat jeden gesagt, ja? Hugo, du hast ja gerade im Video. Okay, ich sage euch jetzt eine Sache und ich glaube, das ist nicht mal übertrieben, wenn Hugo gegen Schradin boxt, dann würde Schradin Hugo nehmen, wie einen extrem haarigen Dill mit einer extrem schlechten Hairline. Dann nimmt er diesen Dill und schiebt ihn sich bis zum Anschlag in den Arsch. Hugo könnte nicht mal blinzeln, der wäre schon Knockout. Also dafür würde ich so viel Geld bezahlen, um das aus erster Reihe zu sehen, wirklich. Video gesagt, du wirst jeden im Boxkampf. Sollte Zabex unerwartet absagen, würde ich gegen dich boxen. Nadine, wenn Zabex absagt, ich Bruder, wenn er Bruder, was sagt er da? eine Faust bekommt auf seinen Klappergestell, da hat er alles Digga, was sagt er da? gebrochen, das ist schon am Arsch. Der muss aufpassen, dass er nicht zusammenklappt im Boxring. Okay, ganz kurz. Ich möchte mich kurz nochmal dazu äußern. Nachdem ich gestern mit Wieland geboxt habe, würde ich vielleicht einige meiner Aussagen ein bisschen zurücknehmen. Ich sag immer noch, ich würde Schradin ganz knapp besiegen oder er würde ganz knapp gewinnen, aber es wäre auf jeden Fall ein Match auf Augenhöhe. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich ihn würde, okay? Ich würde das jetzt einfach mal zurücknehmen. Du brauchst eine sehr gute Vorbereitung. Ja, also Digga, ich habe gestern, guck mal, ich habe gegen Wichtiger geboxt und ich dachte mir so, ja, hä, ist doch eigentlich valid. Bruder, ich habe gestern gegen Wieland geboxt. Ich weiß nicht, wie sehr man das im Stream so richtig erkennt, aber Digga, ich konnte nichts gegen diesen machen. Und der hat nicht mal richtig ernst gemacht. Also das war gar nichts, was er da gemacht hat. Der hat mit mir gespielt. Und ich hatte keine Chance. Ne, dazu muss man sagen, der hat halt 10 Monate Boxen trainiert so und hat Vlesk komplett Knockout geschlagen. Aber, warte mal, ich muss mal, Rumatra gegen Vlesk. Hier, guckt euch diesen Knockout an, Digga. Boom, Bruder. Holy shit, Digga. Bro, ich sag, Wieland hat mich gestern fast Knockout geschlagen. Ihr denkt euch erstmal Hütchen. Der hat genau wie er da Vlesk in die Fresse geschlagen hat er mir Alter. Er hat, weil er halt mit wenig Kraft gemacht hat er ganz leicht so, mein Kopf ging ja wirklich so, also dieses typische Knockout-Bewegung, so nach links und direkt wieder nach Mitte und es hat richtig wehgetan hier. Und er hat nicht mal, er hat halt low gemacht. Bruder, hätte er durchgezogen, ich wäre gestern Knockout gegangen. Ich wär legit so Knockout gegangen wie Vlesk hier. Digga. Scheiße. Bruder, ich sag, Boxen ist so geil, aber so krank eigentlich. Willkommen zu einer neuen Folge. Wir Schmackofatzen. Jetzt kommt wieder etwas, wo die Kommentare nur so ballern werden. Eiscreme. Es gibt Eisdielen wie Sand am Meer. Mittlerweile gibt es sogar... Ich schaue mir das nur von Hans an. Wie er sich äußert die ganze Zeit. Wie heißt er nochmal? Wie heißt Hans nochmal auf TikTok? So, Hans einfach? Heinz? Heinz für Fortnite. Auch so, wo ich mich hinschmeißen kann und in der Ecke liegen. Was ist das denn für ein Riesengang? Ist ja ekelhaft. Ist ja ganz ekelhaft. Ist das ja noch dunkler, ey. Da wird dir ja schlecht nachts. Hä? Was ist das denn für? Das sieht ja ein bisschen besser aus.
Ist das so ein Luxustunnel oder was? Luxustunnel. Oh, Windows. draußen auf der Wiese, bei der Liese. Ja, warum nicht? Bei der Liese. Ach, im Auto. Ja, das ist was Feines. Da habe ich auch schon oft geschlafen, nicht immer alleine. Ach, auf so einem Paddelboot. Ja, Das das ist wackelt kein- zu viel, ne? Da wirst du noch ein bisschen nass. Nee, danke. Oh ja. Ja, oh, für Schienen. Ja, da könnte auch mal ein Zug vorbeikommen, das ist aber gefährlich. Ne? Ach, das sieht nach Knast aus. Metallbett und Gitter an den Fenstern. Nein, danke, das ist aber ungemütlich. Ja, am Friedhof, oh, das ist nicht schlecht. Das ist sehr ruhig, absolut ruhig. Ein bisschen kühl, ne, wenn es im Sommer sehr heiß ist, warum nicht? Ne? Hinterm Grabstein, ne? Kommt ja keiner. Ne? Die Kollegen sind ja alle weg. Was ist das denn? Ach, Die Kollegen sind ja alle weg. Digga, what Sarg. the... Ja, das ist auch nicht schlecht. Die sind gut gepolstert. Ne? Nur nicht Decke Moin zu Hugo, machen. wie geht's dir aktuell? Ja, ist valid. Also ich bin momentan wieder so, ich gehe momentan wieder so leicht zu so einem, guck mal, wenn ich das sage, nee, wisst ihr was? Ich sag es nicht. Das hier, Digga, er macht nur Filter, Bruder. Ja, Bueno, das Bueno, ist so eine Bruder, was redet Süßigkeit, er? alles viel zu viel Zucker, aber ja, schmeckt gut. Kann man sich ab und zu mal reintun, ne? Für die Straßenlümmels das auch machen. Für die wie redet er? Ach, Kinderschokolade, du liebe Zeit. Wisst ihr, da hat Ich sag Kinderschokolade, sehr lecker, aber auch sehr overrated. Bruder, ich frag mich, was Heinz eigentlich den ganzen Tag macht, wenn er nicht von seinem Enkel die ganze Zeit abgefuckt wird, dass er irgendwelche TikToks machen soll, Digga. Bruder, das wäre so hart, wenn ich mit Heinz streamen würde. Lass mal zusammen streamen. Jungs, ihr müsst mir sagen, wer der geantwortet hat. Bruder, das wäre so ein tougher Stream. Holy shit, Digga, ich liebe Heinz. Deine Hairline ist schlimmer als deine? Naja, Bruder, Gott, das ist das, was ich die ganze Zeit sage. Adi Totoro ist nicht auf dem Radar, obwohl er die schlimmsten Haare hat. Er kann sie halt leicht verstecken. Und ich sag euch, was ich euch auch sage, ist, es haben noch hunderte andere Streamer, Influencer, was auch immer, eine totere Hairline als ich, aber die können es halt gut verstecken. Die können das gut verstecken. Ich kann das nicht gut verstecken. Oh, hast du Hugos Hairline gesehen? Ja, Digga, der ist cooked, Bro. Guckt euch das an. Ist doch gar nicht so schlimm. So, besser als deine, Bruder. Ich hab voll okay. Das Einzige, was bei mir reinkriegt, ist halt hier dieses scheiß Tor hier. Okay? Guck mal, wenn man das wegnimmt, ja, dann ist halt hier so ein bisschen scheiße so. Ja, Bruder, ich weiß auch nicht. Tote TikToks. Habe ich euch schon mal meine Instagram-Likes nochmal gezeigt? Nee, hab ich nicht, ne? Okay, die Frage ist, warum ich das geliked habe. Ich glaube, ich hab das einfach nur geliked, weil es Japaner sind. Also, ich glaube, da war kein richtiger Hintergedanke. Ah. Das ist ein Classic. Warum Rassist? Hä? Das hier. Ja, ihr kennt das ja eh, Digga. Scheiß drauf. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr einen Lieblingskuchen? Erdbeerkuchen. Erdbeerkuchen, Ganz normal Schokolade, Schokolade. Schokolade. Bananenshake. Bananenshake. Ist auch ein guter Kuchen, ja? Digga, ich liebe diesen Clip. Ich liebe diesen Clip. Oder was labert er da? Bananenshake. Digga, so ein Goat. So ein Goat. Bros new to the hood. Oh, okay. Oh, Master, you almost fall. Go ahead, Matt. Go ahead. Digga, ich sag euch noch. Ich sag das jetzt. Nein, ich sag das nicht. No, Bro. Nein, egal. Oh, Lord. Oh, hell nah, Bro. Noch weißer geht's nicht. So, ich hab's gesagt. Bruder, was ist das? Was ist das? Das Ding ist, ihr denkt wieder, es ist irgendwas, was ich gesagt habe, aber ist es nicht. Bruder, ihr macht immer aus Mücke Elefanten, Digga. Guck mal, wenn ich jetzt sag, ich mag die Farbe, ich hab eine Farbpalette, das sind farbige Stifte. Ach, der schwarze Stift geht nicht mehr, ich mache jetzt in den Müll. Digga, ihr würdet reinschreiben, was? Digga, beruhigt euch mal. Chillt mal ein bisschen. Ja, ich will was. Das ist, ich hab falsch gefunden, egal, wir ignorieren. Not the AA when he flew off. Ja, Mann.
man hat sich ganz gehört. Okay, das habe ich geliked, weil es einfach todeskrass ist. Oh, das ist so geil, sich das anzuschauen. Wow. Gänsehaut. Guck mal, wie er blockt, Digga. Guck mal, wie er blockt. ...218 Ariel, ja, Bruder, aber... Das ist tough. Ich spiele Tischtennis, das ist nicht krass. So, du kleiner Bastard. Und ich bin Chatter und ich... Nein, Retalk nicht, Julian. Warum sagst du das? Warum sagst du es, Julian? Bratab. Was? Guck mal, ich sag jetzt nicht, dass das krasseste, was ich jemals gesehen habe von Tischtennis, aber das ist halt einfach ein geiles TikTok, Digga. Als ob ihr sowas machen könntet, Digga. Guck mal, er kann nicht mehr. Und jetzt macht er gleich Comeback, er macht Comeback gleich. Pass auf. Jetzt, push. Jetzt push. Wow. Ey, war voll scheiße eigentlich, Jungs, oder? Kann jeder nachmachen eigentlich.